Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich sag's euch. Bei mir war in letzter Zeit der Arbeitspulli sehr, sehr, sehr eng. Und an den Tagen, an denen der Arbeitspulli nicht sehr eng war, habe ich private Verpflichtungen gehabt. Heute habe ich mal wieder ein paar Stunden Zeit. Ich habe mich jetzt extra beeilt, bin von der Arbeit heimgekommen, habe im Haushalt noch Katzen füttern, Geschirrspüler ausräumen etc. bla bla, um jetzt für euch zeitnah hier den zweiten Bibelband Streamende auf YouNow zu behandeln. Ich weiß nicht, ob inzwischen das Interview mit ihm bei Demon schon raus ist, das werde ich mir danach geben. Wir können, wenn ihr da Bock drauf habt, ich kann noch andere Sachen aus dieser YouNow-Zeit, wo er so Doppelstreams gemacht hat, behandeln. Ich habe hier das eine Video mir nie ganz angeschaut, wo er mit Dorian quatscht. Ne, wo er Dorian in seinem Stream drin hat. Ihr wisst das, wo er ihm erzählt, dass er irgendwie irgendeine gerichtliche Verfügung gegen ihn erwirken will, damit er ihn in Ruhe lässt oder sowas. Keine Ahnung. Ja, diese Geschichten. Aber heute, wie versprochen, gehen wir jetzt erstmal an den zweiten Teil Bibelband. Dementsprechend bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer hockt's euch her, sammer mehrer, reißt's euch a Häube auf. In mir ging an einer in rein. Na. Hi, na? Und alles fresh, ja? Jo, und bei dir? Ja, passt schon. Ja, passt schon. Ja, das ist ja schick, ne? Ja, sie gleich als allererste Amtshandlung wieder irgendwas in die Goschen stopfen. Das war auf jeden Fall wichtig. Ne? Wie geht's? Ja. Hat sich ja die letzten Jahre auch nicht verändert. Ja, ne? Also von daher ist ja immer das Gleiche wie immer. Die Hater haten, die Fans Hey, das kann hate. was kommt. Kenn ich genau. Also meine Fans, die kommen ja auch immer, also wir freuen uns immer. Wir beide freuen uns. Jo, genau. Ja. Das ist immer das Schönste, ja, wenn dann gute Leute kommen. Ist nicht so cool auf der Seite am Anfang, ne? Wenn es richtig losgeht. Ja, naja, aber du musstest doch... Reine, wenn es auf der Seite nicht so cool ist, warum warst du dann da? Also stimmt, der Weg ja die Barne. Dann muss es ja doch cool gewesen sein. Weil ganz ehrlich. Doch nicht ernst nehmen. Entschuldigung, das war der Finger auskämmer. Ganz ehrlich. Das Konzept geht mir auch nicht ein. Also, dass es tatsächlich diese Free Spins gab auf YouNow, dass man sagt, hey, du kannst einmal alle so und so viele Tage, Wochen, Stunden, was weiß ich, irgend so einen Free Spin machen, dann kriegst du so und so viel von diesen Barne für lau und die kannst du dann irgendjemandem geben und wir geben dem dann Geld dafür. Der ist ja total bescheuert, oder? Das muss doch, also, so wie ich das Internet kenne, muss das doch eine Rechnung gehen, wo du am Schluss drauf zahlst, oder? Aber gibt's YouNow noch? Reini hat vorletztes Jahr, glaube ich, nochmal versucht, auf YouNow zu starten, nachdem sie ihm den YouTube-Kanal gekickt haben, oder war es letztes Jahr? Ich sehe das nicht. Ne? Also ich sehe das nicht, wie das ein Konzept sein kann, weil anscheinend waren ja, weil die Leute immer sagen, ein Großteil der YouNow-Barne, die Reini gekriegt hat, waren über diese Free-Spins. Aber er hat ja da, sagen wir mal, echt nicht wenig Kohle gekriegt für die Scheiße. Ne? Ihr merkt, ich spare mal, so gut es geht, das Wort verdient in diesem Zusammenhang. Aber es hat sich ja für ihn offensichtlich gelohnt. Sonst hätte er das ja nicht so lange durchgezogen mit diesem scheiß YouNow. Auf dieser Schmutzplattform mit diesen Piloten. Nicht mal die scheiß BLM hat ihn von YouNow runtergekriegt. Sehen. Du Das, weißt was da doch war, gar meinst nicht, du? Das ist nämlich nicht ernst.
Naja, Das, was da war, weil man nimmt mich nicht ernst. Ich meinte nur, dass es am Anfang, wenn das dann von der ersten Sympathie in den Hate umschlägt, dass das nicht schön ist. Das habe ich gemeint. Ach, der Hate, der fliegt an mir vorbei, du. Wenn das von der ersten Sympathie in den Hate umschlägt, er tut gerade so, als würde jeder, der auf YouNow irgendwie Content macht, früher oder später gehatet werden. So ab einer gewissen Anzahl von Followern, boom, Hate. Ich weiß nicht, vielleicht war das auf YouNow so, dass tatsächlich wirklich dann nur diese letzten Gestalten sich da gesammelt haben und die wirklich alle gehatet wurden, aber ich weiß es nicht. Aber in Reiners Gedankengang ist folgender: Wenn ich da bekannt bin und gehatet wäre, dann es gibt zwei Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass ich gehatet werde. Und entweder ist es, ich bin auf YouNow bekannt, oder ich bin ein dummes Arschloch. Zweiteres lässt der Narzissmus nicht zu, deswegen ist in Reinis Ogerstübchen zusammengerendert worden. Es muss daran liegen, auf YouNow bekannt zu sein. Vollkommen klar. Ja, na, das ist das Wichtigste. Ja, nee, ich wollte mal mit dir reden, du. So grundsätzlich, ja, ich wollte mal fragen, was du von dem ganzen Bibel-Channel-Projekt gehalten hast zwischendurch. Weil du hast ja auch oft darüber geredet in deinen Streams. Wir haben ja auch zusammen gestreamt, also... Naja. Ja. Leute, im Übrigen, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit zwischen diesen beiden Streams jetzt liegt. Ja, ich hatte da absolut gar keinen IQ drin. So anfangs hatte ich, also ganz am Anfang, hatte ich geglaubt, es stimmt. Als wir miteinander geredet haben, habe ich mir erst einmal gedacht, meint ihr das jetzt ernst oder nicht? Da war ich ein wenig skeptisch noch. Und bevor du es dann aber beendet hast, weil wir waren ja auch im TS, wir haben auch im TS ab und zu mal drüber geredet, weil ein paar von meinen Leuten aus dem TS haben auch drüber geredet. Ich bin ab und zu auf dein TS gegangen und habe genervt, ihr wusstet aber nicht, dass ich das bin. Ja. Okay, also das war offensichtlich nachdem Bibel Channel sein Coming Out hatte. Ne? Also nachdem er dann zugegeben hat, ja nee, das war alles eine Trollaktion und so weiter und so fort. Ja, ich meine auch in den Rängen oben, da kamst du ja eh nicht rein, da kommt ja auch keiner rein. Da haben wir auch öfter mal drüber geredet, auch vor allem im Admin und im Feuerraumbereich, im Feuerrangbereich, haben wir auch drüber geredet, haben auch eigentlich gesagt, ja, der ist echt, nein, der ist nicht echt, ja doch, der ist echt, ja. Also rumgerätselt haben wir auch oft spekuliert. Aber klar, also wir haben halt, bevor es dann vorbei war, auch wenn es sich jetzt anhört wie, ja, will jetzt bloß so sagen, wir haben am Ende, bevor es vorbei war, haben wir schon gedacht, dass es vorbei ist, also dass es fake ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, man hat es ja in den Kommentaren, auch in dem Stream gesehen, dass einige Leute das schon vermutet hatten. Bei Reini weiß ich es nicht. Und wenn er jetzt da sagt, er hat da irgendwie in seinem Discord oder in seinem Teamspeak umeinander gelabert mit den Leuten, wette ich, dass er da nicht selber drauf gekommen ist, dass der Bibelben vielleicht trollt. Das werden ihm schon dann die anderen Leute gesagt haben, so Reini, nee, der trollt. Dann wird er erst noch gesagt haben, nein, der ist wirklich echt. Weil er sich natürlich das einfache Opfer nicht nehmen lassen wollte. Und ja. Das war dann auch der Grund, warum ich dann nicht mehr warum ich dann auch nicht mehr reingekommen bin zu dir, weil man dann gedacht habe, ja, ich schau mal jetzt halt an, was passiert. Ja, Reini, du bist deswegen nicht mehr zu ihm reingekommen, weil du nach dem ersten Mal richtig dumm ausgeschaut hast. Und das hast wahrscheinlich sogar du gemerkt, dass du richtig dumm ausgeschaut hast, obwohl du ja da drin reingegangen bist mit dem ursprünglichen, mit der Intention, boah, den mache ich richtig fertig, weil das ist endlich jemand, der ist noch dummer wie ich. Und hast du meine Streams zugeguckt oder nicht? Ab und an. Also Bevor ich reingekommen bin zu dir, habe ich 1-2 Mal reingeschaut. Danach habe ich noch ein paar Mal reingeschaut.
Ich habe im Ganzen vielleicht 10 Streams von dir gesehen und habe von dem Ganzen aber auch bloß vielleicht mal eine halbe Stunde pro Stream mitgeschaut. Also Ihr erinnert euch daran, in den vorherigen Videos, da hatte er Ben immer gesagt, ja, schau dir mal mein ganzes Zeug an. Ne? Schau dir, google mal Drachenlord. Arbeit dich mal in die Materie hinein. Und er, ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir reingeschaut für eine halbe Stunde oder sowas. ich muss aber dazu sagen, ich schaue auch bei anderen Leuten kaum Streams. Also gibt Da kann man sich ja geehrt fühlen, wenn der Rainer meinen Stream guckt. Ach Ne? Quatsch. Ich schaue aber auch so, auch von anderen YouTubern und so weiter. Also es gibt vielleicht eine Handvoll YouTube, die kannst du an einer Hand abzählen, die ich anschaue. Und von denen. Ja, das sind die, von denen er klaut. Ne? Also, natürlich musste Rainer YouTuber verfolgen und Content von richtigen YouTubern anschauen, weil ansonsten hätte er ja gar keine Ideen gehabt. Und wir wissen alle, seine ganzen Let's Plays und den ganzen Schmarrn, den hat er alles geklaut. Jedes Mal, wenn er irgendwie eine halbwegs originelle Idee hatte, hat es ungefähr 3 Sekunden gedauert, bis irgendjemand gesagt hat, hey, Moment mal, ich verfolge den und den YouTuber, der macht das schon länger und es ist offensichtlich geklaut. Ne, die ganzen Let's Plays bei YouTube, den ganzen Scheiß, da hat er sich vorher, die Gronk Let's Plays auswendig gelernt. Er hat stellenweise O-Ton dieselben Sprüche und Witze gebracht. Er hat mehr oder weniger einfach das Gronk Let's Play nachgespielt. Auch hier 4 Drachen und der Metal ist natürlich nicht auf Rainers Mist gewachsen. Und es gibt auch größere YouTuber, die das deutlich besser und erfolgreicher gemacht haben. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wann Varion mit dem Scheiß angefangen hat, ob das vor oder nach Reini war, aber da hat es auch vorher schon andere Leute gegeben. Varion ist jetzt derjenige, der mir einfällt, der natürlich den größten Channel hatte, aber von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Ne? Der da wirklich sehr viel solche Videos gemacht hat und stellenweise auch sehr gut. Ich habe sehr gelollt. Ne? Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig war mit diesem extremen norddeutschen Dialekt, ne, bei mir. Jetzt weiß ich ja mal, wie das für euch ist. Aber ja. Wie gesagt, natürlich muss Rainer andere YouTuber verfolgen, weil ansonsten hätte er gar keine Ideen mehr. Wiederum sind es nochmal die Hälfte, die ich an ganzen Stream verfolge oder an längere Zeit an Stream verfolge. Das mit heute, also ich war jetzt heute bei, jetzt wollte ich sagen Mephisto. Ich war ja heute bei, Montana Black drüben. Das war Zufall tatsächlich, weil ich war erst bei Revi, bin dann zu Montana Black rüber, hab dann da nur kurz zugeschaut. Macht der Let's Plays? Der macht auch so Let's Play, Gaming und so weiter. Okay. Na, jetzt Ich bin irgendwie auch jetzt nicht so der Let's Play-Gucker oder irgendwie, also ich bin da jetzt niemand, der da bei Twitch für sich spielen lässt. Ja, bei Twitch ist es ja sowieso in erster Linie so. Also es gibt ja mittlerweile auch das In-Real-Life-Projekt, aber davon abgesehen ist ja normalerweise das so, dass die eigentlich auf Twitch so gut wie alles streamen, also Gaming. Die machen ja eigentlich fast alles in dem Gaming-Bereich. Ja, die streamen auf Twitch, ist richtig. Rainer, warum genau streamst du jetzt nicht mehr auf Twitch? Müssen wir mal nochmal nachschauen. Bist du da gesperrt worden, weil du rassistische Scheiße vom Stapel gelassen hast? Aber das kann ja überhaupt gar nicht sein, weil du hast ja dein Leben lang gegen Rassismus gekämpft. Freilich, gell, Rainer? Wie läuft's eigentlich mit deinem? Ich weiß ja, du hast einen Gaming-Channel. Ich verfolge deine Videos jetzt nicht jeden Tag so. Ich weiß, du hast ja deine Videos gelöscht dann irgendwann. Ja, ganz ehrlich, Rainers Gaming-Channel war aber auch wirklich der unterste Bodensatz seines schon legendär behinderten Contents. Weil, also, entweder hat er gar nichts geschissen gekriegt. Also entweder hat er wirklich gar nichts geschissen gekriegt oder er hat das Spiel irgendwie schon zum 5. Mal Let's Played und hat es halt dann schon irgendwie so weit verinnerlicht. Aber das interessiert natürlich auch keinen Schwanz mehr, wenn dann irgendjemand dasselbe Spiel zum 5. Mal Let's Played. Das ist halt, ich weiß nicht, immer, wenn die Leute von Replay Value sprechen, ich bin der Meinung, ich mag bei Spielen gar nicht so sehr Replay Value.
stehe wirklich auf Spiele, die ich mit einem Playthrough platinieren kann, wo es dann nicht heißt, boah, du musst nochmal New Game Plus oder du musst es dann nochmal auf eine Schwierigkeit durchspielen, die du erst freischaltest, wenn du es einmal auf einer anderen Schwierigkeit durchgespielt hast oder so einen Krampf. Ich mag wirklich gerne Spiele, die ich mit einem Playthrough platinieren kann, wo ein paar Trophies vielleicht drin sind. Ich bin ein alter Trophy-Hunter, wenn es möglich ist. Wo ein paar Trophies vielleicht drin sind, die ein bisschen so eine Herausforderung darstellen. Du brauchst immer diese letzte Platinum-Hürde. Das sind dann meistens, es ist dann eine Trophy. Ganz oft wissen die Programmierer auch, dass es dann diese Trophy ist und machen sich dann Spaß draus, eine Bronze-Trophy draus zu machen, obwohl es die schwerste Trophy im Spiel ist. Und ja. Aber ich weiß nicht, Replay Value ist für mich absolut overrated. Und es macht halt schon dreimal keinen Sinn, wenn du Content Creator bist, der sich auf Let's Play spezialisiert, dasselbe Spiel mehrfach zu Let's Playen. Weil deine Audience das ja schon kennt. Das wäre jetzt gerade so, wie wenn ich jedes Mal dasselbe Video reacten würde von Rainer. Ich nehme mir den 30. Geburtstag und einmal in der Woche reacte ich auf den 30. Geburtstag und lade das hoch. Ja, wie lang wird es denn dauern, bis mir die Leute die Prügel rausschmeißen? Der 30. Geburtstag ist sowieso ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich glaube, auch Leute, die jetzt neue Kanäle aufmachen und dann irgendwann den 30. Geburtstag, es wird, ne, wenn jemand einen Kanal aufmacht, reiner Reaction-Kanal, werden die Anfragen kommen aus der Community, ab da, wo man, keine Ahnung, dreistellige Abonnenten hat, dass ein paar Leute kommen und sagen, hey, mach doch den 30. Geburtstag. Aber es werden dann, wenn du den 30. Geburtstag machst, genauso viele danach kommen und sagen, war der 30. Geburtstag zum 350.000. Mal. Du kannst halt nicht einfach immer denselben scheiß Grund bringen. Ne? Und du hast ja dann mit einem Let's Play-Channel weitergemacht, ne? Also im Let's Play, der Let's Play war ja ursprünglich nicht geplant, dass er gelöscht wird. Ende des letzten Jahres habe ich dann aber beschlossen, dass ich einfach alles weghau. Also ich habe ja... Der Grund, der Grund, lieber Ben, ist Rainers Impulskontrollstörung. Das war wieder eine Kurzschlussreaktion, so wie alle Reaktionen, die ihn jemals in die Scheiße geritten haben. Weil Rainer nicht in der Lage ist, bevor er eine Entscheidung trifft, zu sagen, Moment, ist das schlau? Ist das eine schlaue Entscheidung, die ich jetzt hier gerade treffen will? Das schafft er nicht. Rainer ist wie diese Leute, die irgendwo ihm vorbeigehen, eine Bildzeitung liegen sehen und eine Schlagzeile lesen und sich darauf ihre Meinung bilden. Die sich dann nicht denken, Moment, aber das klingt sehr reißerisch, ist vorne auf der Bild drauf. Vielleicht sollte ich mich da irgendwo auf seriösen Quellen nochmal informieren drüber, was da genau los ist, bevor ich da irgendwie einen Outrage veranstalte. Sondern die Leute, die reingehen, so, boah, krass, ne? Es sind auch Leute, die einfach grundlegend dumme Entscheidungen, ihr kennt es. Wenn ihr vor einer schwierigen Entscheidung steht, denkt euch, was würde Rainer tun? Tut das Gegenteil, ihr fahrt gut damit. Ich habe das so nicht verstanden. Ich für mich habe das nicht verstanden, warum plötzlich alles weg war. Ja, weil tatsächlich, also ich hatte ja ein Video gemacht, das erste Video auf dem Kanal ist, glaube ich. Ja, und noch dazu war es wahrscheinlich so einfach, dass gewisse Kanäle halt einfach nicht genügend Barren abgeworfen haben. Wir wissen, Rainer hat sich immer darauf konzentriert, was wirft am meisten Barren ab. Und Rainer hat sich seine Zweitkanäle, den Vlog-Kanal, der legendäre Vlog-Kanal, der dann am Ende zu seinem Verhängnis wurde, was YouTube angeht, der war ja auch so ein Ding, weil Reini sich gedacht hat, ich mache einen zweiten Kanal, auf dem lade ich dann Vlogs hoch und
Da kann ich praktisch easy Content draus ziehen. Da wird dann einfach irgendein Schmarrn gelabert und dann gibt's Barne für keinen Aufwand. Da mache ich ein Viertelstunden Video am Tag, 10 Minuten, wenn es hochkommt. Über 10 Minuten muss sein, wegen diesen Ads, die du reinmachen kannst, die Mid-Rolls. Let's go. Und dann, also irgendwann, ist ihm das zu viel Arbeit gewesen. Oh, scheiße, da muss ich ja über meinen Tag reden, Vlog machen. Ja, aber meine Tage sind langweilig, weil es immer dasselbe ist. Ja, ich gehe um 4 Uhr ins Bett, ich stehe um 4 Uhr auf und danach fressende, wichsende Datteln und dann rinse and repeat. Ja, nein. Und dann hat er angefangen, einfach die Videos, die er für den normalen Hauptkanal gemacht hat, einfach auf dem Vlog-Kanal nochmal hochzuladen und gegebenenfalls den Vlog-Kanal zu nutzen, um eine Upload-Sperre auf dem Hauptkanal zu umgehen, um dann zu sagen, ja, ich krieg zwar dauernd irgendwelche Sperren reingedrückt, aber ich muss ja weiter Barne verdienen, deswegen machen wir das ja so. Und das hat ihm das Genick gebrochen. Das müsste also auf dem Hauptkanal. Und da habe ich ja gesagt, ich werde alles löschen, wenn ich aufhöre. Also wirklich alles, meine kompletten Videos auf dem Gaming und auf dem Hauptkanal. Und es war wirklich tatsächlich so haarscharf, dass ich auch fast den Kanal selbst gelöscht hätte. Also ich habe erst die ganzen Videos gelöscht, habe gedacht, vielleicht lasse ich es ja da, um zuzuschauen oder irgendwann in vielleicht einem Jahr oder 2 Jahren mal wieder anzufangen. Aber ich war wirklich drauf und dran, alles zu löschen. Und meine Freundin und ein paar auf dem Teamspeak, also ein paar von meinen User, meine Mods und so weiter, meine Admins und alles, und gesagt, ja komm, lass den Scheiß, jetzt mach weiter. Da war es aber schon zu spät, da habe ich schon alles gelöscht gehabt. Und dann habe ich noch mit mir gehadert. Dich motiviert mehr oder weniger, aber warum hast du da nicht einfach alles wieder hochgeladen? Ich schätze, das hast du ja irgendwo auf einer Festplatte. Das ist das Problem. Nein, eben nicht. Du hast keinen Ja, so ist er. Ja. So ist er, unser verhaltensauffällige Verstandsverweigerer aus dem Frankenland. Den habe ich geklaut, aber der ist gut, der kommt von Kalkofe ursprünglich. Hebt sich die Sachen dann nicht extra nochmal auf, bevor er sie löscht. Die werden dann nicht irgendwie nochmal zwischengespeichert. Ja, da hätte man sich ja, obwohl damals gab es die Amazon-Wunschliste noch nicht, ja, aber man hätte sich ja irgendwo eine externe Festplatte organisieren können und dann da die ganze Scheiße draufladen, Backup draufschreiben und wenn man dann vorhat, die Scheiße wieder hochzuladen, hat man es wenigstens da. Klar, bei Reinis Kartoffelleitung hätte das Hochladen von so vielen Videos hätte wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert, währenddem kann er ja nichts machen. Das wäre wieder scheiße gewesen. Oder Backup? Ich habe, das Problem ist, mir ist es zu teuer, tatsächlich. Also wenn ich für jedes Let's Play, was ich mache, eine Festplatte mir holen möchte und das auf die Festplatte ziehen möchte, um das zu safen, damit ich das hier nochmal lokal da habe, um das wieder hochzuladen, wenn irgendwas schief geht oder so, dann müsste ich im Prinzip, also bei meinem ersten Kanal und jetzt beim zweiten, bis zur Löschung, dann hätte ich insgesamt schon ja, grob geschätzt, um die 50 Festplatten hier rumfliegen. Reini ist Bullshit. Es ist Bullshit. Auch damals gab es schon Terabyte Festplatten. Hol dir eine Terabyte Festplatte, da lädst den ganzen Scheiß drauf. Und wenn die voll ist, holst du der zweite. Vollkommener Horseshit. 50 Festplatten? Mindestens. Also ich habe auf meinem ursprünglichen Gaming-Kanal, den habe ich ja 3 Jahre lang betrieben, meinen ersten. Und habe den dann gelöscht gehabt. Habe dann ein halbes Jahr lang keine Videos mehr gemacht. Also ich habe von 12, 13 und 14 habe ich den gemacht. Genau. 14 habe Ja, aber Reini, da ist, wie lange der existiert, ist ja vollkommen irrelevant. Da war doch kaum was drauf. Da war doch kaum was drauf. Du hast doch diese Kanäle dann immer gemacht. Dann hast du die ein paar Monate lang gepflegt und hast tatsächlich Content draufgebracht. Und dann war es da wieder alles zu viel. Und dann ist wieder nur auf dem Hauptkanal was gekommen. Die scheiß Kanäle sind dann wieder brach gelegen. Dein scheiß Vlog-Kanal, den hast du ja dann gegen Ende dann auch praktisch nur noch dazu genutzt, deine Upload-Sperren zu umgehen. Habe ich ihn dann gelöscht gehabt. Und dann habe ich fast ein Jahr lang keine, oder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr keine Let's Plays mehr gemacht. Habe dann Anfang 2015, also Anfang, Mitte 14 habe ich ihn gelöscht, dann habe ich 15 wieder angefangen. Warte mal kurz. Ich kenne den Witz von Bruder Jakob noch nicht. Kannst du gerne schreiben.
Ja. Ja, jedenfalls, ja, also da habe ich auf meinem damaligen Let's Play-Account hatte ich ja schon fast 900 Videos, bevor er gelöscht wurde. Das ist auch so eine Sache, ich habe keine Ahnung, wie viel auf dem Let's Play-Account gewesen ist, bevor er ihn gelöscht hat. Aber Rainer neigt dazu, wenn solche Accounts nicht mehr existieren, die Zahlen exorbitant in die Höhe zu treiben. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich tut oder ob das sich in seinem Kopf einfach so weiter rendert. Ne? Er behauptet ja heute auch, er hätte über 300.000 Abonnenten auf YouTube gehabt und die hat er halt nicht gehabt. Ja, der war bei 220.000, 225.000 oder sowas, als der Kanal weggenettelt wurde. Und wir wissen alle, dass es jede Menge Abo-Leichen und jede Menge Bots waren, die da drauf waren. Und der Rest waren eine Handvoll unverbesserlicher Drachis und die Hater, die ihn abonniert haben, um die Scheiße zu speichern und zu re-uppen. Aber da habe ich ja den kompletten Kanal gelöscht, wobei das zwei Gründe hatte, dass ich den gelöscht habe. Der eine Grund war, ich hatte ja zeitlang keinen Bock mehr auf Let's Plays. Und der andere Grund war, damals hattest du es ja noch so gemacht, du musstest einen Kanal machen, wenn du was machen wolltest, und wenn du einen zweiten machen wolltest, musstest du ja auch einen zweiten aufmachen, einen kompletten Account. Mittlerweile kannst du ja über einen Account mehrere aufmachen. Und das war dann damals der Grund, dass ich über einen Account mehrere offen hatte, damit ich mich nicht um zwei Passwörter und zwei du hattest ja dann deine komischen 3 Accounts, dann deinen Let's Play Channel. Das ist dann alles schon über meinen Hauptkanal gelaufen. Ach, war das nur ein Format oder war das ein eigener Kanal 1510? Drachenlord 1510 ist der Hauptkanal. Das ist von Anfang an. Drachenlord 1510 ist der Hauptkanal, tatsächlich. Musst mal nachschauen. Wenn man Drachenlord 1510 eingibt, kommst du tatsächlich, also in der URL, kommst du tatsächlich, also YouTube, bla bla bla, natürlich, und Drachen 1510, kommst du tatsächlich auf dem Hauptkanal raus. Das müsste noch die URL sein, bin mir nicht ganz sicher gerade. Ja, Leute, geht's mal auf YouTube. geht das mal ein und schaut, wo er dabei rauskommt. Wenn ich es nicht geändert habe mal, aber das ist tatsächlich der Hauptkanal. Das ist der gleiche Kanal von immer noch. Und der ist ja, also Mitte August oder so Anfang August habe ich den Account gemacht, 2011. Und seitdem, das ist der erste Kanal, den ich je hatte. Gibt auch tatsächlich dann irgendwo noch andere Sachen. Ja. Krasse Geschichte. Ja. Krasse Geschichte. Ja, erzähl mal. Du gehst, guck mal, der geht pennen hier, der Dunkeltier. Warum bist du denn öde? Ich finde dich nicht öde. Ich finde dich sexy. Ah ja. Was genau willst du denn jetzt noch hören? Also was soll ich noch erzählen? Ich wollte mal, du musst nicht erzählen. Ich bin jetzt nicht hier, um dich auszufragen oder so. Ich weiß nicht, ich dachte, ich komme mal rein, ich habe mal geguckt so, war gerade langweilig, ich habe morgen nichts zu tun. Gerade mal geguckt, du bist online, hab mir gedacht, vielleicht nimmst du mich mal ran, können wir vielleicht ein bisschen plaudern. Ja. Und mich würde halt interessieren halt auch, was du von dieser ganzen Aktion so letztendlich so mitgenommen hast für dich. Auch irgendwie. Welche Aktion? Die Aktion von dir oder davor? Ja, Aktion, ja, weil es gibt so viele Aktionen um mich herum und weißt du, deswegen muss ich das schon nachfragen. Ja, wer dann da nochmal nachfragen muss, der ist schon auch Hagel-Dom. Ganz ehrlich, der hat extra eine Fake-YouTube-Karriere erschaffen, nur um dich zu trollen, und frag dich jetzt dann, ja, ich bin da reingekommen, ich wollte dich fragen wegen der Aktion, und du fragst ihn, ja, welche Aktion? Ja, offensichtlich die. Was glaubst du denn, was er sonst gemeint hätte? Ja, ne, ich habe gemerkt, keine Ahnung, vor 2 Wochen waren wieder Idioten bei dir vor der Haustür und die haben, keine Ahnung, Monsterdosen mitgebracht. Über die Aktion will ich reden. Ja, was ist das für eine brunstdepperte Frage? Es gab ja jetzt auch Aktionen wegen dem Musikvideo zum Beispiel. Diverse Geschichten. Frage, ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Nimm das nicht persönlich oder so, aber tatsächlich gar nichts, weil ich habe das null verfolgt eigentlich. Wie gesagt, du hast ja wie lange? 2-3 Monate gestreamt und davon habe ich 4, 5. und das sogar noch mehr, und ich habe, wie gesagt, ja bloß
5 bis 10 5 bis 10 Streams oder was gesehen und davon immer bloß ungefähr eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich mehr geschaut hat, als er jetzt hier behauptet, aber dass ihn das nicht berührt hat, also dass ihm das vollkommen egal war, ist halt einfach geradeaus gelogen. Es ist fürchterlich obvious, wie geradeaus das gelogen ist, weil es ihn natürlich gestört hat. Man hat das gemerkt in dem anderen Stream, wo er noch gedacht hat, dass der Ben ein Dulli ist. Es hat ihn fürchterlich gewurmt, dass der eben auf YouNow den Dulli-Rang abläuft. Er kann mir jetzt nicht da sitzen und mir erzählen, ja na, war mir voll grad wurscht eigentlich. Überhaupt so lange. Und wie gesagt, ich habe da nicht groß was mitgekriegt. Ich habe dann mitgekriegt, als ich weiß nicht, ob sie sich geleakt hatten oder irgendwie dein Stream du auf jeden Fall dann aufgelöst hast halt und halt gesagt hast, was Sache ist und was Fakt ist. Und das habe ich noch mitgekriegt und dann haben wir halt auch immer ein bisschen im TS noch eine Zeit lang drüber geredet, mal so ein paar Tage. Und dann, wie gesagt, nichts gegen dich, habe ich das irgendwie komplett vergessen. Also ich habe dann immer groß drüber nachgedacht. Aber jetzt mache ich bei die Hater allgemein, also nicht welche dir, sondern bei die Hater. Ich bin wohl ein so Hater. war das nicht gemeint. Komm, so war das, nein, komm, so war das nicht gemeint. Nee, ich meinte, komm, warte kurz. Ich meine, ich verstehe, Benedikt war eine Rolle, aber ich habe mitbekommen, dass du mich oft beschimpft hast, mein Lieber. Ja. Ja, Also war nicht nett, was du gesagt hast. Habe ich nie abgestritten. Habe ich nie abgestritten. Nicht gesagt, dass du das abgestritten hast. Das ist, wenn einem jemand vollkommen wurscht ist, dann beschimpft man den auch permanent. Das ist ja, mir ist ja reiner vollkommen wurscht, deswegen habe ich auch einen Kanal gemacht, auf dem ich primär auf reiner Sachen reagiere. Nee, ich wollte darauf nicht hinaus, dass du ein Hater bist oder nicht. Das ist mir auch egal. Das meine ich ja damit. Es ist mir egal letzten Endes. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Und ich achte auch bei Hatern, nicht auf Aktionen. Das ist mal auch im TS oder so, wenn irgendeine Aktion kommt, jetzt mit einem Musikvideo oder davor oder danach, auch die Sache mit Erdbärchen, das sind alles mal so Sachen, da redet man dann ein paar Tage drüber. Ich für meinen Teil denke da tatsächlich größtenteils nur dran, wenn ich an YouTube-Videos arbeite oder wenn ich irgendwas auf YouTube mache oder auf dem TS oder Twitch oder sonst was. Man sollte sich auch nicht runterziehen lassen von solchen Sachen. Und darüber hinaus denke ich nicht drüber nach. Ja. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel, um ein blödes Beispiel zu geben, es ist jetzt so, dass ich ein Anime schaue und mir dann denke, boah, der Benedikt hat es mir aber gezeigt, verdammt. Als Beispiel. Ja, das war jetzt als Beispiel, deswegen. Hat er das? Hat er das? Finde ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Minimal vielleicht. Ich glaube schon. Ich glaube auch, Reini, ich glaube, der Benedikt hat dich sauber am Nasenring durch die Manege geführt. Für alle zum drüber lachen. Und du hast es nicht gecheckt. Also ich finde andere Aktionen waren bei weitem schlimmer. Ja, schlimmer. Natürlich gibt es Sachen, die schlimmer sind. Aber du hast dich halt einfach mal wieder selber zum Obst gemacht. Und er hat einfach nur schnipsen müssen dafür. Das war schon gut. Ich habe mir da nicht, wie gesagt, nicht groß Gedanken drüber gemacht und mache ich heute auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch bis heute. Ich finde auch irgendwie so manche Aktionen, das habe ich auch als Benedikt gesagt. Also das war jetzt nicht scherzhaft gemeint, diese Erdbärchen-Sache, das ist halt absolut nicht okay. Also das mit Erdbärchen und weiß nicht, hast du dann was gemacht? Ich habe dir das, nicht, dass du mir das sagst, ich habe dir, als wir geredet haben, habe ich dir auch als Benedikt gesagt, dass ich das alles nicht okay fand und einiges finde ich okay, aber solche Erdbärchen-Sachen gehen wirklich nicht weit. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, über was wir alles in dem Stream geredet haben. Ja, Reini, weil es dir vollkommen wurscht war. Weil es da links rein und rechts wieder rausgegangen ist und ohne großen Widerstand. Ne? Du hast dir gedacht, die hocken jetzt dahin und dann erzähle ich dem jetzt erst einmal was. Und was du vom Stapel gelassen hast, war wichtig. Was er sagt, war ja gerade scheißegal. Das war es auch vollkommen wurscht, ob der ein Troll war oder nicht. So Mike Moore, Digger als du.
Ich grüße dich. Ja. Ja, wie gesagt, ich denke da nochmal groß drüber nach. Das ist für mich alles so. Ich habe das vorhin ich habe es ja vorhin schon im Stream gesagt, ich weiß nicht, wie lange du schon da bist. Proll oder so, der vorhin auch gemeint, der jetzt abonniert hat, der David, der meinte ja auch, dass er in meinem Teamspeaker derjenige ist, der sich Proll nennt, und der hat mich im Teamspeaker beleidigt, wenn ich in den Raum gekommen bin und direkt so. Ja, das ist doch kein Trollen. Das ist doch nur Flamen. Ja, oder Flamen, wie man es auch bezeichnet, ist ja egal. Und ich habe gesagt, mir ist das an sich wurscht, jeder soll sein Ding machen. Ich finde 99, hallo, ich grüße dich. Ich finde es halt einfach lächerlich. Ich denke auch in dem Moment, ja, wie lächerlich, und dann reagiere ich bloß drauf. Hallo, ich grüße dich. Normal verläuft es dann so, dass ich die Leute aus dem Raum halt rauskicke und dann kommen andere Leute rein, oder ich mache den Raum dicht und dann kommen nur die rein, die halt keinen Scheiß bauen, oder die noch drinnen sind, und dann hat sich die Sache erledigt. Ich denke da nicht groß drüber nach, weil was ich nicht ändern kann, davon lasse ich mich nicht fertig machen. Das macht ja keinen Sinn. Da würde ich ja die ganze Zeit schreien durch die Weltgeschichte rennen, weil ich Schmerzen habe. Ja. Ja, also wissen, wenn Rainer sich darauf fokussieren würde und kaputt machen würde mit Dingen, die er nicht ändern kann, dann wäre er die ganze Zeit schreiend durch die Weltgeschichte gelaufen. Alles klar. Aber also jetzt wirklich nimm mich mal als neutrale Person, okay? So, auf beiden Seiten, okay? Die Hater, okay, natürlich, die Hater machen Scheiße. Aber du auf der anderen Seite, natürlich wird man frustriert, wenn man sowas abbekommt, aber du bist auch jemand, der lässt sich leicht, du überreagierst leicht, weißt du, was ich meine? Und du lässt dich viel zu leicht ein auf sowas. Daran arbeite ich ja, und daran arbeite ich momentan ja auch erfolgreich, wie man sieht. Lieber super erfolgreich, Rainer, hast du daran gearbeitet. Jahre später hat es immer noch genauso funktioniert. Rainer, du warst Jahre später immer noch der Tanzbär, der rumgetanzt ist, wenn da irgendjemand gekommen ist und Herr Winkler gerufen hat. Und es war immer ein bisschen auch von der finanziellen Situation abhängig. Also die richtig krassen Ausraster, die hatten meistens schon so eine zuvor zugrunde liegende Frustration. Ne? Also die Haupttriggerpunkte, warum er vorher schon frustriert war, und wir wissen alle, Rainer hat absolut null Frustrationstoleranz, waren Barrenmangel oder Bärchengeschichten. Wir wissen alle um den 30. Geburtstag rum, dieser Meltdown wäre bei weitem nicht so eklatant abgelaufen, wenn es im Hintergrund nicht Cola-Bärchen gegeben hätte. Und wenn dann noch, keine Ahnung, so ein bisschen Schmalhans der Küchenmeister ist, weil man alle Barne vom Vormonat schon bis zum 10. beim Fenstern aufgeschmissen hat, und es kommen die nächsten YouTube-Barne erst wieder am 20. zurück, dann ist halt, ist halt scheiße. Ja, Mann, ich grüße dich. Ich habe ja auch mittlerweile schon so Sachen mit Regenbogenschaf gehabt und so weiter, dass er hier im Stream war und so weiter und dann auch rumgelabert hat. Solche Aktionen. Also ich arbeite da dran, auch wie man sieht, erfolgreich. Ich reg mich dann immer groß drüber auf. Manche Sachen werden aber auch oft fälschlich als Überreaktion betrachtet. Wenn ich zum Beispiel mal fälschlich, da musst du doch sagen, wirklich, wenn dir ganz viele Leute was sagen und dich darauf aufmerksam machen, dass da vielleicht irgendwo was dran ist. Weil viele Leute hier, auch wenn du sie als Hater bezeichnest, wollen dir eigentlich nichts Böses, sondern hört sich vielleicht manchmal so an, weil die manchmal das ein bisschen scheiße beschreiben und ein bisschen hart sein, aber eigentlich wollen die meisten dir hier eigentlich irgendwie mehr oder weniger helfen, halt. Auf jeden Fall nichts Böses, dich jetzt. Natürlich sind da Leute, die hier Hurensohn und sonst was sagen, ne? Aber eigentlich wollen die Leute auch dich ein bisschen darauf hinweisen, so, hey, chill da mal ein bisschen und pass mal auf. Und hier, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, wie gesagt, das ist ja momentan alles so in Arbeit. Ich meine, von heute auf morgen ändert sich keiner. Kein Mensch auf der Welt kann sich von heute auf morgen ändern. Außer er hat irgendwie Gedächtnisverlust auf einen Schlag und ist plötzlich jemand anders ungefähr. Das ist ja nicht das Ding. Natürlich, grundsätzliche Frustration ist ja auch immer ein Aspekt, aber
Ja, und ich arbeite ja momentan dran, wie gesagt, auch größtenteils erfolgreich. Man sieht es ja auch momentan. Also es gibt Aktionen, über die ich mich bei weitem nicht mehr aufreg. Die Sache Hallo, ist, Regenbogenschaf, ich grüße dich. Nichts Böses, Rainer. Ich hab das. Ja. Oh, bitte. nur ich stream halt, Quatsch, ich stream halt, wenn ich halt meine Videos mache, oder besser gesagt, wenn ich mich irgendwie, ich rede mich halt in Rage. Das heißt nicht gleich, dass ich stinksauer bin oder dass ich sauer bin oder matt bin, wie die Leute sagen, sondern ich rede mich einfach in Rage halt, ne? Nee, ich rede mich in Rage so lange, bis ich dann stundenlang rumbrülle. Heißt nicht, dass er sauer ist oder matt. Nein, ich habe einfach in Rage geredet. Im Klartext, ich fange an, über irgendein Thema zu reden und rede mich dann darauf fest. Und rede dann. Sorry! Und rede dann auch energisch. Warte kurz, konnte dir nicht so. Wenn du das machst, klingt das einfach so lustig. Es tut mir leid. Wirklich. Rainer, ich komme hier nicht her, um dich zu verarschen. Ich schwör's dir. Ich bin bloß gerade ein Bär. Ich bin aufgeregt, weißt du. Es ist ja nicht irgendwie, es passiert ja nicht alle Tage, wenn man mal mit dir streamt, weißt du. Ja, und außerdem haben wir das schon zweimal gemacht. Ja. Macht ihr, also mir ist das wie gesagt egal. Mir ist auch klar, dass es gar nicht ganz normal läuft, aber wie gesagt, mir ist das Furz. Also wenn ich den Stream ausmache, dann ist der Stream aus. Ich Ja, mache klar. dann irgendwas anderes und dann war's das. Dann, ja, mein Gott. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist halt, wenn ich mich in Rage rede oder was, dann bin ich halt energisch und dann vertrete ich auch meine Meinung energisch. Und das kann, oder das führt. Das ist wieder diese Rechtfertigungsscheiße. Ich vertrete dann meine Meinung energisch. Ne? Also er erzählt jetzt hier einen von wegen, wenn er sich in Rage redet, vertritt er seine Meinung energisch. Wenn man ihn darauf angesprochen hat, was er alles vom Stapel gelassen hat, wenn er sich in Rage geredet hat, dann hat er immer gesagt, ja, das meint er gar nicht so. Und jetzt sagt er hier aber, wenn er sich in Rage redet, dann ist das schon seine Meinung. Das wird dann nur lauter. Auch wie man in der Vergangenheit gesehen hat, auch öfter mal dazu, dass ich dann schon mal stur meine Meinung durchsetzen will oder durchdrehen will. Aber das kommt schon mal vor, oder? Dass du ein wenig stur wirst. Selten. Heißt nicht, dass ich da die Meinung von anderen nicht verstehe, ich bin nur in dem Moment. Doch, Reini, es heißt genau das. Du verstehst die Meinung anderer Leute nicht. Also vor allem, du akzeptierst sie auch vollkommen, auch überhaupt nicht, weil es dir vollkommen scheißegal ist. Und was noch schlimmer ist die Tatsache, dass du auch keine Fakten verstehst. Du verstehst überhaupt nichts. Ne? Ich erinnere an, die Haut ist kein Organ. Da wäre es möglich gewesen, dich dann hinzustellen und zu sagen, hey, weißt du was, ja, ist ein Fehler von mir, ich war dumm, ich habe gedacht, die Haut wäre kein Organ. Offensichtlich ist dem doch so. Dann ist das halt so. Fertig. Nein, du behauptest bis heute noch, dass für dich persönlich andere Regeln gelten und dass die Leute das akzeptieren müssen, wenn du sagst, dass das eben kein Organ ist. Halt auf meiner Meinung festgefahren. Und wenn ich dann irgendwie später mal über das Ganze nachdenke, dann ist es halt so. Also das wird halt oft, wie sage ich das am schlauesten, mein emotionaler Zustand wird oft falsch interpretiert durch das Ganze. Also wie gesagt, ich bin nicht irgendwie stinkig oder mettig oder sowas. Oder ja, also wenn du praktisch im Stream sitzt und Brüll heulst, aus voller Lunge, sodass danach 3 Tage lang keine Stimme mehr hast, dass dein gesamtes Gesicht noch mehr aufgedunsen ist von der ganzen Heulerei, dann bist du offiziell nicht nett, ne? Sondern das missverstehen wir dann. Das wird dann, keine Ahnung, überbewertet oder was. Ne? Dann interpretieren wir da rein, dass du nett bist, aber eigentlich bist du ein glückliches kleines Glücksbärchen. Ne? Könntest nicht fröhlicher sein. Die Sonne scheint dir aus dem Arschgebirge mitsamt Regenbogen und Schaf. sondern ich mache halt einfach mein Zeug. Und ich denke da jetzt auch nicht irgendwie was man als nett bezeichnen würde dann letzten Endes. Aber kennst du so Situationen, also würde mich interessieren, so, das ist ja nicht so, als würdest du da, also auch wenn die Leute sagen, du kriegst ja mit was auch irgendwie letztendlich von dir eine schlechte Reaktion oder sonst was war. Gab es da irgendwie Situationen, wo du halt
darauf hingewiesen wurdest und dir gedacht hast, okay, das stimmt vielleicht und dann das nicht gemacht, auch wenn das von Hatern, also von Hatern jetzt gesagt wurde. Weißt du, was ich meine? Durchaus. Nenn mir eine. Man möge mir eine Situation nennen, wo das so war. Ist Bullshit rein und gerade wenn die Kritik von Hatern gekommen ist. Dann hat es geheißen, ja, ihr seid ja bloß Hater, bla bla bla, Maul halten, Bannhammer. Raus. Es gibt viele Situationen, an denen ich gearbeitet habe, auch schon früher, also auch schon vor 4, 5 Jahren, als die Sache mit dem Hate angesprochen. Ja, Rainer hat schon mit 4 Jahren im Wald mit Rudi hat er schon an den Situationen gearbeitet. Laber nicht. Er hat jetzt die Frage gestellt gekriegt von Ben, weiß, dass die ehrliche Antwort wäre, nee, es ist noch nie vorgekommen, dass irgendjemand zu mir durchgedrungen ist, weil ich halt einfach stockstur und hageldumm bin, was die ehrliche Antwort gewesen wäre. Stattdessen rendert er sich jetzt irgendeine Scheiße zusammen und dann drischt er wieder diese Fragen raus. Die Situation, arbeiten, schon angefangen, über Sachen nachzudenken. Nachdenken, genau. Genau du. Wir wissen alle, dass deine Kernkompetenz ist das Nachdenken. Dazu muss man sagen, dass ich damals halt auch noch viel energischer oder noch viel sturer war. Bin ich ja heute noch, aber da habe ich das Ganze noch in einem anderen Blickwinkel gesehen. Da bin ich aber auch mit dem Ganzen total überfordert gewesen, weil ich hatte von heute auf morgen plötzlich... Damals war er stur und mit der Situation überfordert. Ja gut, dass es nur damals war. 300 Zuschauer und bin damit erstmal nicht klargekommen. Und da wusste ich am Anfang nicht... Also ich weiß nicht, ich bin damit relativ gut schnell klargekommen. Also das war... Das war zwar erstmal so ein Wow-Moment, so, okay, was ist hier gerade passiert? Aber so nach 2 Streams hat sich das auch gehabt bei mir. Ja, bei mir war es ja nicht so, dass es Streams waren. Bei mir war das ja, hat es ja mit YouTube-Videos angefangen. Ach so, dann... Rainer, das macht doch überhaupt gar keinen Unterschied, ob du Hate-Kommentare unter deinen Streams oder deinen YouTube-Videos kriegst. 100 Views auf YouTube. Also ich mit YouTube, ich hatte einen bestimmten Punkt dann plötzlich von 5 Abonnenten, von 5 Followers, von 5 Views. Auf 50 Abonnenten. Ja, hatte ich halt, nee, Quatsch. Plötzlich hatte ich halt 400-500 Follower oder Aufrufe halt. Und hat sich dann ja auch... Alter, ich check immer noch nicht, worauf er hinaus will. Er droppt einfach mehrere verschiedene Begriffe, unterschiedliche Dinge sind und erwartet, dass man danach aber immer noch weiß, was er meint. Er hatte dann 400, 500 Abonnenten, Follower, Aufrufe. Also gut, Abonnenten und Follower kann man sagen, ist jetzt vielleicht auf YouTube austauschbar, verwendbar, weiß ich nicht. Ne? Aber ob ich 500 Views oder 500 Abonnenten auf YouTube habe, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied und es kommt auch immer darauf an, je nachdem wie viele Views ich habe zu den Abonnenten. Wenn ich jetzt ein Rainer Winkler bin, der auf seinem scheiß Account damals 224.000 Abonnenten hatte, aber bloß 1200 Views auf jedem Video, ja dann ist das scheiße. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten habe und aber 30.000 Views auf jedem Video, dann ist das gut. Man muss das ja in Relation immer stellen. 500 Views mit was? Oder waren es doch Abonnenten, Rainer? Am Anfang habe ich innerhalb von einer Woche 100 Abonnenten gemacht. Ich meine, mittlerweile sind es... angefangen mit Tanzvideos, ne? Also, falls ich das so weiß, oder? Zu dem Zeitpunkt habe ich schon auch Labervideos gemacht, also... Da hast du ja auch mit diesem im Wald gesessen und so eine Art, ich weiß nicht... Das kam dann später, das war dann, das müsste dann schon 14 oder so gewesen sein. Angefangen hat das Ganze mit... Wo er im Wald sich mit seinem Schwert da in Positur geworfen hat, ne? Der Witch King von Adipositas. Der fette Nassghoul. Grüße gehen raus an den Bewährungsversager. Tanzvideos, das ist richtig. Aber so das ist alles... Bitte? Ich habe versucht, einen deiner berühmten Dance Moves zu machen, aber ich bin halt nicht begabt, ja. Ja, wie auch immer. Ich habe halt einfach
ganz normal mit Headbanging angefangen, hab dann Ich habe ganz normal mit Headbangen angefangen. Er erzählt das so, als wäre das so, ja, so macht man das. Also wenn man auf YouTube anfängt, geht es erst mal los mit Headbang-Videos. Ja? As is tradition. Und dann habe ich mir einfach noch mehr zum Obst gemacht. Und ganz ehrlich, es ist auch, wir sind schon so in diesem Game drin, dass das für uns auch schon nichts Besonderes mehr ist, diese Headbang-Videos von damals. Aber Leute, geht da mal ein bisschen in euch. Stellt euch vor, es ist jetzt 2012 und ihr seht eins von Reinis Headbang-Videos. Ihr wisst nicht, wer das ist. Ihr seid auf YouTube unterwegs und der Algorithmus schlägt euch vor, ey, guckt dir mal das da an. Dass man sich dann denkt, okay, klar, der macht sich da zum Horst, aber wer zum Fick kommt auf die Idee, dass Headbang-Videos Content sind? Wenn ich Headbanger sehen will, ich kann auch einfach Wacken Live-Aufnahme irgendwo eingeben. Da hast du zigtausende Leute, die Headbangen. Es ist halt nichts Besonderes. Und Headbangen zu können, ist keine Raketenwissenschaft. Also niemand muss ein Video drüber machen, wie man Headbangt. Das ist vollkommen utopisch. Und Reini hat damals schon gedacht, boah, das kann ich. Das ist guter Content. Wild. Ich muss sagen, keine Ahnung, ich headbange wenig inzwischen. Ich habe früher sehr viel geheadbangt, aber es liegt halt auch einfach daran, dass mir die Haare ausgegangen sind. Ne? Headbanging, finde ich, macht Spaß, wenn du lange Haare hast. Aber mit ohne lange Haare ist halt nicht so geil. Irgendwann auch ein bisschen meine Meinung über Metal halt so in meinen Videos breitgetreten. Rainer, du hast ein Metal-Verbot. Ich habe es ja schon länger nicht mehr ausgesprochen, aber hiermit, ne, nicht, dass du es vergisst. Reini, du hast Metal-Verbot. Und diese soziale Isolation, in die du dich selber über die Jahre hineingearbeitet hast, die kommt uns, ne, also wenn ich jetzt uns sage, meinst du uns aus dieser Metal-Szene, ne, wirklich zugute, weil wir dadurch sicher sein können, dass du dich auf keinem Festival mehr blicken lässt. Ich meine, die finden auf dem Festival natürlich auch immer wieder irgendwelche Deppen. Man hat das jetzt gesehen in dieser komischen Steuerung F-Doku da vom letzten Jahr. Die Metal-Doku. Ja, war das jetzt war Steuerung F, glaube ich. Die so exorbitant behindert war, dass alles zu spät war. Aber jetzt stellt euch einmal vor, Reini hätte sich im Internet nicht unmöglich gemacht. Und wäre einfach vor sich hingedullit. Das würde ja an seinem Mindset nichts ändern. Das wäre ja immer noch derselbe Haderlumpen. Und dann läuft der mit 2 Promille im Helm über das Summer Breeze und hier die Metal-Doku Steuerung F-Tusnellen kommen da und interviewen den. Ja, und dann stellen die den dahin so sind sie die Mettler. Da hatte ich schon wieder eine Krawatte kriegen, das als Spart ist. Dadurch ist es dann dazu gekommen, dass ich dann auch 2012, im August 2012 habe ich angefangen mit Let's Plays. Ich weiß nicht, da hast du damals diesen komischen Drachen da an die Wand gemalt, den du nie fertig gemalt hast, im Übrigen einfach mit schwarzer Farbe, wie der allerletzte Depp. Und hast dann in dem Video, wo du das gemacht hast, hast du den Leuten erzählt, du wirst der Meddler unter den Let's Playern. Ja. Du warst der König unter den Idioten, da bist du bis heute, aber der Meddler unter den Let's Playern, der war es gewiss nicht. Das erste Let's Play, also was hast du denn da? Divinity. Also ich habe damals von Anfang an Divinity 2 Ego Draconis gemacht. Divinity oder DBTD? Divinity 2 Ego Draconis. Weil ich mir damals gedacht habe, mein Kanal hat ja von Anfang an Drachen Games, so wie er jetzt heißt, hat er damals auch geheißen, Drachen Games LP. Und der ist dann von Anfang an auf Drachen Games LP
habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas machen. Also ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, wie mache ich das jetzt? Es sollte. Ganz ehrlich, als ich das erste Mal irgendwie Drachen Games LP gehört habe, da dachte ich, LP ist eine Schallplatte. Die Drachenlord LP, die kriegen wir regelmäßig irgendwie vorgesetzt. Und die werden wir, also klar ist er jetzt schon wieder ein paar Monate Ding, ne, nimmer im Internet Zeug. Aber der kommt wieder und dann kriegen wir die Drachenlord LP, die Greatest Hits, die kriegen wir schon wieder hin. Ja, da kommen jetzt vielleicht kommt da so eine Jubiläumsausgabe von der Drachenlord LP auf den Markt mit ein paar Bonustracks, ja, die dann neu mit dazukommen. Die alten Gassenhauer, die dürfen nicht fehlen. Die Hater haben systematisch mein Leben zerstört. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr habt mir immer gegen Mobbing eingesetzt. Bla 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 bla. Und dann kommen noch neue Songs mit dazu. So bisher nie veröffentlichtes Bonusmaterial wie ich hab mich doch zurückgezogen. Was wollt ihr denn von mir? Oder irgend so einen Krampf. Oder warum ich nicht mehr in der Nazi-Butze vom Sensen-Uwe wohne. Wegen die Hater. Irgendetwas sein, was halt direkt auch mit Drachen zu tun hat, damit halt der Name zum Spiel auch passt und alles. Und zum Kanal. Also habe ich direkt Divinity Ego Draconis gemacht. Leute, ich habe neulich mit meiner besseren Hälfte mich mal unterhalten, weil wir gerade, ich habe es erwähnt, Game of Thrones Rewatch machen. Und wir haben uns dann gedacht, hey, wir könnten uns irgendwie abends auch mal die Herrschaft des Feuers anschauen oder sowas. Irgendwie und ich muss sagen, ich bin schon immer großer Fantasy-Fan gewesen und mir hat Reini dieses ganze Drachenlord-Thema ein bisschen madig gemacht über die letzten Jahre, weil er halt so auf Drachen hängen geblieben ist, wie ein Fünfjähriger, der das erste Mal was von Dinosauriern gehört hat. Und ich habe jetzt aber beschlossen, ich lasse mir das nicht madig machen. Ich lese gern Fantasy-Geschichten, in denen Drachen vorkommen, aber ich bin halt da nicht drauf hängen geblieben. So, ich schaue mir auch gerne Filme an, Fantasy-Filme, wo Drachen drin vorkommen. Und aber ich habe mir die letzten Jahre dann immer, wenn irgendwo ein Drache vorgekommen ist, habe ich mir gedacht, aber ich lasse mir das jetzt einfach nicht mehr madig machen. Natürlich bin ich nicht komplett hängen geblieben und mache jetzt überall Drachen hin und ziehe bloß nur T-Shirts an mit Drachen und ne, sondern ich schaue mir die Dinge einfach mal an und versuche im Hinterkopf, ihn hier auszublenden. Einfach bewusst in meinem Bewusstsein rein freie Zeit schaffen. Und wie bist du auf den Namen Drachenlord gekommen? Naja, Drache ist, wie gesagt, das habe ich ja schon auch oft. Jetzt kommt auch der Klassiker. Wir spielen ihn das Beste aus den frühen 2010ern und von heute ab. Jetzt kommt einer der absoluten Klassiker, wo er erzählt, das wäre schon immer sein Spitzname gewesen. Und es gibt eine Geschichte, die einfach wirklich deutlich beweist, dass dem nicht so sein konnte. Rainer erzählt ja, sein Spitzname war früher schon immer Drache, weil er so einen dehnbaren Geduldsfaden gehabt hat, aber wenn er dann mal ausgerastet ist, dann ist er komplett eskaliert. Wie ein Drache, der Feuer spuckt. Ja, ist halt alles Horse-Shit, weil Reini auf der anderen Seite natürlich auch behauptet, er wäre Zeit seines Lebens irgendwie gemobbt worden und hätte nie Freunde gehabt. Die Aussage stimmt wenigstens zu 50%. Rainer ist nicht gemobbt worden. Rainer hatte deswegen keine Freunde, weil er halt einfach ein Dirnenspross war von vornherein und niemand was mit ihm zu tun haben wollte. Und jeder von euch kennt diese Leute. Ne? Jeder von euch kennt diese Leute, die mit denen es einfach kein Auskommen gibt, weil sie einfach so fürchterlich egozentrische Narzissten-Penner sind, mit denen du nichts machen kannst. Wenn du irgendein Spiel spielst auf dem Schulhof in der Pause, die dann immer vorgeben müssen,
wie es zu laufen hat. Es muss immer nach deren Nase gehen. Und sie gewinnen immer. Die Regeln werden immer so gebogen, dass sie dann doch gewinnen. Und mit solchen Leuten hat halt keiner gerne gespielt. Und dann deswegen haben sie ihn gemieden. Und deswegen haben sie ihn nicht gemocht. Aber das ist halt, du kriegst halt aber auch von Leuten, die dich nicht mögen. Also wenn dich alle hassen, wirst du auch niemals einen Spitznamen kriegen wie Drache, den Kinder ja schon cool finden und wahrscheinlich die Kinder auf der Dulli-Schule noch mehr. Ne? Weil einen coolen Spitznamen kriegst du nur von Leuten, die dich mögen. Ne? Die haben dich wahrscheinlich Vollidiot genannt. Wir nennen dich Wongel oder ne? Was habe ich? Verhaltensauffälliger Verstandsverweigerer aus dem Bankenland? Oder einfach der fränkische Fettbeitel. Niemand, der dich nicht mag, gibt dir einen Spitznamen wie Drache. Du magst Drachen, das ist ja schwer zu übersehen. Vielleicht war es ein Brunskachel und der hat es einfach falsch verstanden, weil die Ohren so zugefettet waren. Möglich. Also Drache ist halt mein Spitzname schon in der Schulzeit gewesen. Also Ende der Schulzeit so. In der 8., 9. und dann halt nach der Schule noch von ein paar Leuten. Und durch diesen Spitznamen habe ich dann halt auch angefangen, als ich Online-Spiele gespielt habe, mich irgendwas mit... Und das zählt im Übrigen nicht, wenn man sich einen Spitznamen selber gibt. Einen Spitznamen bekommt man von anderen Leuten und wie gesagt, einen coolen Spitznamen bekommt man ausschließlich von anderen Leuten, die einen mögen. Wenn einen aber niemand mag, ne, weil das vollkommen unmöglich ist, einen zu mögen, weil man sich immer wie die allerletzte Drecksau verhalten hat, dann kriegt man auch keinen coolen Spitznamen und schon zweimal nicht einen wie Drache. Drache zu nennen. Und als ich dann meinen YouTube-Account machen wollte, brauchte ich einen Namen. Hab mir dann gedacht, okay, nennt sich halt Drachenlord. Der war damals vergeben und so kam es dann zu Drachenlord 1510 damals. Und Reini, ganz ehrlich, wer so hängen geblieben ist, dass er in seinen 20ern immer noch so dermaßen irgendwie auf Drachen fokussiert ist, dass er sich Drachenlord nennt, ja, dem ist auch kaum noch zu helfen. Im Übrigen, was da so cringige Namen angeht von YouTube-Kanälen, muss man schon aber auch sagen, der Mann ist inzwischen erwachsen geworden und macht oft guten Content, manchmal auch beschissenen, aber sagen wir mal, mehr guten Content, als er schlechten Content macht, ist der dunkle Parabelritter. Der dunkle Parabelritter ist halt auch einfach so ein edgiger Wannabe-Cringe-Idioten Nickname, aber das halt jetzt inzwischen seine Brand. Ich glaube nicht, dass der seinen Kanal heute nochmal so nennen würde. Ich glaube, dem wäre es heute auch lieber, wenn der Kanal einen anderen Namen hätte. Und ich muss auch sagen, als der noch Metal-Content gemacht hat und da irgendwie seine, oh, schaut's mir an, ich habe ein Video gemacht, weil er am Summer Breeze war ich auch komplett raus. Diese Videos bei dem waren einfach vollkommen fürchterlich, weil der nur Scheiße gelabert hat. Wie kamen die Leute darauf, dich Drache zu nennen? Jeder kriegt ja einen Spitznamen wegen irgendwas. Ich werde ja auch Benne genannt wegen... Naja, weil ich im Prinzip ein paar Eigenschaften habe, die man halt unter anderem auch bei Drachen kennt. Also zum Beispiel... Jetzt komm, zum Beispiel, du bist schwer übergewichtig. Drachen haben immer, die wiegen viel. Und du stinkst. Also bei Drachen soll es ja nicht gut riechen, entweder nach Schwefel oder nach, keine Ahnung, den verwesenen Kadaver ihrer Opfer. Und du hast ich nenne es jetzt mal Temperament nicht unter Kontrolle. So, das sind die einzigen Eigenschaften, wo man sagen könnte, vielleicht. Also je nachdem, welche Drachen man nimmt. Aber er meint ja, er ist so stark und bla 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 bla. Bullshit. Ich bin eigentlich, wenn man mich im realen Leben kennt, ich bin eigentlich, ja, kannst du ruhig lächeln oder lachen. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Ich habe hier was Witziges gesehen auf meinem Schreibtisch. Ja, genau, Ben. Ben, das glaubt dir nicht mal, Rainer. Und Ben kennt in der Situation, er kennt die Story, die jetzt kommt, wahrscheinlich schon, weil Rainer hat ja damals
am laufenden Band erzählt. Das ist ja nicht umsonst irgendwie auf der Greatest Hits LP. Der Drachenlord LP, Greatest Hits. Ein Dauerbrenner. Ben weiß, was jetzt kommt und kriegt es jetzt schon immer auf die Kette, nicht lachen zu müssen. Voll lauter Bullshit, den Rainer ihm gerade jetzt dann als Schokopudding verkaufen will. So eine lustige CD hier. Mhm. Ich habe im Prinzip bin ich halt ein sehr ruhiger Mensch. Mich ärgert man eigentlich nicht so leicht, wie es halt auf YouTube auch immer den Anschein gemacht hat. Zumindest war es früher mal zeitlang so. Aber wenn ich dann halt wirklich sauer geworden bin, dann bin ich halt richtig ausgerastet. Und dann habe ich, und in meiner Schulzeit mit 18, 19, da habe ich dann auch zugeschlagen. Also so ist es nicht. Und da ich ja groß bin und stark bin. Heini, wie warst denn du mit 18, 19 noch in der Schule? Wenn du auf der Dulli-Schule warst? Das geht doch rechnerisch nicht aus, oder? Ich meine, wir wissen alle, er ist im Kindergarten, ist er einmal sitzen geblieben und dann hat er nochmal für das, ich glaube, erste Dulli-Schulenjahr oder das zweite Dulli-Schulenjahr, hat er dann für das, wo ein normaler Dulli ein Jahr braucht, hat er 2 Jahre gebraucht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, statt mit 6 ist er mit 7 eingeschult, sagen wir mal mit 8, dann rechnen wir dann 9 Pflichtjahre obendrauf, oder? Wir haben sind wir bei 17? Ja doch, dann ist er tatsächlich mit 18 aus der Schule gekommen. Es ist wild. Rainer ist Dulli-Schulversager ohne nennenswerten Abschluss, einfach nur mit einem Abgangszeugnis von der Deppenschule. Und ist trotzdem in einem Alter von der Schule gekommen, wo andere mit einem Abi-Zeugnis von der Schule abgehen. Wild. Und vor allem damals noch viel stärker und schneller war, als ich heute bin. Fast 2 Meter, ne? Weil ich damals, 1,90 ungefähr. Und damals war ich auch noch schneller, weil ich noch nicht so schwer war. Also ich hatte noch nicht so ein hohes Gewicht. Okay, so bist du ungefähr. So. Oder bist du bei mir? So. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, wie groß du bist. Und dann hat es halt so angefangen, dass ich nach und nach mir halt den Ruf aufgebaut habe, dass ich halt ruhig bin, aber wenn es halt losgeht, dann kann ich halt richtig zuhauen und richtig ausrasten. Und weil ich halt schon damals Drachen mochte... So wie Son Goku, der bei jeder einzelnen Attacke immer nur seine Kraft, seine Kaioken ganz kurz anmacht. Das ist so geil. Reini weiß inzwischen, dass der komplette Bibelband-Account aus Trollgründen erstellt wurde. Er weiß, dass dieser letzte Stream, den ich jetzt da behandelt habe, dass das eine riesen Trollaktion war und dass ihn Ben komplett verarscht hat. Er setzt sich nochmal mit ihm ins Stream und lässt sich nochmal, obwohl er das schon weiß, am Nasenring durch die Manege ziehen. Guckst du Dragon Ball? Etwaige Vergleiche mit irgendwelchen Animes ist nicht angebracht. Kennst du nicht Dragon Ball? Hallo, ich habe alle Mangas davon da. Ja, also. Jedenfalls bist du sneaky? Hat sich das halt so nach und nach entwickelt und keine Ahnung, ich mochte damals schon Drachen, die Leute haben damals das schon gewusst, weil ich halt auch mich darüber unterhalten habe. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr in was für ein Bereich, es ging da irgendwie um Freizeitaktivitäten, da sollte man irgendwie ein Referat darüber halten, was man in seiner Freizeit halt gerne macht. Und dann hast du gesagt, ich gehe gern Drachen beobachten. Oder was? Und ich habe da halt unter anderem über meine Filme oder meine Sachen, die ich mache oder gerne schaue, geredet. Und da ging es halt unter anderem um Dragonheart oder auch um Dragon Ball damals und so weiter. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Und dann kam dann halt irgendwann jemand drauf, ey Drache. Ich habe dann erst nicht reagiert, bin weitergelaufen, war in der Klasse gesessen und sagte so, ey Drache, ich habe dich gerufen. Und stupst mich halt so an. Und ich so, hä, was? Was willst du von mir? Was schon wie ich heiße, ne? Ja, Drache, bist jetzt der Drache. Und ich so, was? Und so ist das halt passiert. Ja, genau so ist es passiert. Not. Oder wie offensichtlich. Rainer, du hast auch schon wieder viel zu viele Details in diese Lügengeschichte reingebaut. Wie gesagt, man möchte meinen, wenn einer über Jahre hinweg
jedes Mal lügt, wenn er sein windschiefes Schandmaul aufmacht, dann müsste doch irgendwann einmal gut da drin werden. Rainer lügt hier so lächerlich schlecht. Hey Drachen, dann hat er ihn nochmal angestupst, dann hat er sich nochmal dumm anmachen lassen von ihm und hat ihm trotzdem danach nochmal den coolen Spitznamen gegeben, anstatt dass er ihn als Huso beschimpft und ihm einen auf die Fresse gegeben hat. Der Dude, ja? Vollkommen, genau so ist das passiert. Und dieses Gesicht, das er da macht mit dem Schultern hochziehen und die Fresse verziehen, das ist halt auch immer so ein ich habe das jetzt erzählt und jetzt ist das so Ding, obwohl er genau weiß, das macht er immer, wenn er sich gerade irgendwas aus dem Arschloch gerendert hat, an utopischer Horse-Shit-Geschichten. Und später habe ich dann halt den Namen auch in Spielen übernommen. Ja, und dann kratzt er sich am Kopf wie so ein Gorilla. Na, Reini, ich erzähl dir jetzt mal was. Reini, du bist jemand, der irgendwie wie ein Fünfjähriger auf diesem Drachenthema hängen geblieben ist und warst der Meinung, oh, das ist das allercoolste auf der Welt. Und weil ich ja der allercoolste Dude auf der Welt bin, ne, dann passt das zusammen. Und wenn ich mich irgendwie Drachenlord nenne und hier einen auf harte Metal-Drecksau mache, dann kommen die alle und finden mich geil und schmeißen mir die Barne hinten nach. Und dann werde ich ein reicher YouTube-Superstar. Und dann kommen die Mullen und stehen Schlange vor meiner Haustür. Das hast du dir gedacht. Kein Schwein hat die jemals Drache genannt, bevor du diesen Dulli-Namen ausgedacht hast. Du hast das Spielen übernommen. Ja, in verschiedenen Spielen habe ich mich dann halt Drache genannt. Oder Drache Lord, Drachen LP, Drachen Games, keine Ahnung. Also das Drachen Games LP und so weiter, das war dann später natürlich erst. Aber ich habe mich dann immer irgendwas mit Drache genannt. Stört dich das? Was ist das? Das ist die patentierte Benedikt-Mütze. Gibt es das Ding jetzt schon seit über 20 Jahren? Nee, das ist Benedikt. Okay. Na gut, ich würde dich dann jetzt mal langsam raushauen, weil ich würde gerne noch ein bisschen Musik laufen lassen. Ja klar, aber komm schon. Komm schon, warte mal, Drache, komm schon. Komm schon, ich will die jetzt raushauen, weil ich will Musik laufen lassen. Im Übrigen, Leute, das war auch damals schon nicht legal, in einem kommerziell betriebenen Stream Mucke laufen zu lassen, um Barne zu erbetteln. Auch deswegen hätte er damals eigentlich schon meilenweit die Prügel rausgeschmissen kriegen müssen. jetzt gar nicht nerven oder so, aber Musik kannst du immer hören, Mann. Wir reden doch so selten. Ja, ich will Wer aber weiß, auch ob du jemals noch mit mir redest. Und ich war ja jetzt noch wollen wir wirklich so Schluss machen? Ich bin ja noch nicht fertig. Ich will jetzt dann auch den Stream beenden. Und deswegen will ich noch ein paar Lieder beenden. spielen und dann will ich den Stream warte, frag mal die Leute. Leute? Ey, Leute, wollt ihr noch? Ich hab noch Lust, ich bin jetzt extra wach geblieben. Weißt du was, Drache? Rainer, sorry. Ich habe mir 2 Browser installiert. Ich habe mir zuerst Opera installiert, aber bei Firefox hat es nicht funktioniert, deinen Stream zu gucken, bei Opera auch nicht, also musste ich mir Chrome installieren. Wisst du, ich habe mir echt eine Menge Mühe gemacht. Und du? Ich nutze inzwischen wirklich ausschließlich Chrome. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich sehe ab und zu die Werbung für die neue Opera-Geschichte, weil die sich jetzt irgendwie als Gaming-Browser ausgeben. Ich habe das Gefühl einfach, dass das ein Browser ist, der einfach unnötig viele Prozesse im Hintergrund startet, die mehr oder weniger die Leistungsfähigkeit von meinem Rechner drücken, wenn ich den am Laufen habe im Hintergrund. Also, wenn ich mir das so anschaue, wie die den bewerben. Leute, wenn einer von euch den installiert hat, sagst du mal, ob ich da richtig liege oder ob der tatsächlich was taugt. Ich werde ihn mir nicht installieren. Ich bin auf Chrome momentan gut unterwegs. Ich habe da die richtigen, meine ganzen Add-ons drin, Cookie-Blocker und dergleichen. Ich bin sehr zufrieden mit Chrome eigentlich. Aber ja, sag mir mal, ist Opera jetzt wirklich irgendwie die Innovation für Gaming? Oder ist einfach irgendwie überladener Bullshit, um Dullis anzulocken, die einfach noch nicht genügend überladenen Bullshit mit der Beleuchtung ihrer PCs haben? Du willst mich jetzt rausschmeißen? Komm schon. Nein, komm schon.
Mal deine ganzen Freunde. Ja, das hat Reini auch gecheckt oder irgendjemand hat es ihm geschrieben. Im Moment, der verarscht dich immer noch, gell? Also du weißt inzwischen, dass er ein Troll ist und du lässt dich immer noch von ihm verarschen, bist du eigentlich komplett behindert. Hat ihn jetzt wahrscheinlich irgendjemand geschrieben und jetzt checkt er, okay, scheiße, ja. Wollen, dass wir zusammenbleiben. Komm schon. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Bennett. Nein, komm schon. Ach, muss okay, den- naja, ich will den check Stream- schon, ja, ich verstehe schon, aber. Ich will den Stream langsam beenden und ich wollte heute noch, ich muss noch die Videos fertig bearbeiten, dann sonst habe Was ich kommen morgen neue wieder... Videos immer Gott, erhalte mir meine guten Ausreden. noch? Gaming. Ich bin momentan dabei, die Gaming-Videos zu rendern. Und wir wissen alle, Rendern ist harte Arbeit. Ich gestern aufgenommen habe. Ich habe ja gestern die ganze Nacht aufgenommen. Was zockst du denn? Im Moment ist es Breath of the Wild. Ich muss aber danach, Breath of the Wild habe ich jetzt noch. Also muss es nach 2017, muss 2017 frühestens gewesen sein, weil da ist Breath of the Wild ist da rausgekommen, Zellat. Einen Part, den ich rendern muss. Habe ich auch. Nice Game. Nach Breath of the Wild muss ich noch F-Zero X oder F-Zero GX und Harvest Moon noch rendern. Leute, ich kenne nicht die LPs von ihm, wo er F-Zero GX spielt. Aber ich bin ein sehr großer F-Zero-Fan, schon immer gewesen, schon seit Super Nintendo-Ära. Ich hab F-Zero auf dem Super Nintendo gespielt und ich habe F-Zero X auf dem N64 gespielt, als es rausgekommen ist. Und ich habe da wirklich viel Zeit, ich war da vergleichsweise gut damals. Ne? Und nichtsdestoweniger, ich habe kein Gamecube gehabt, deswegen habe ich nie F-Zero GX gespielt. Erst sehr viel später mal. Und leck mich am Arsch, ist das schwer. Das ist ja nochmal so, F-Zero war nie ein einfaches, war nie eine einfache Spieleserie. Es war immer anspruchsvoll, aber GX ist mal anders krass. Ne? Und, aber ich habe F-Zero X habe ich geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Da war alles geil daran. Die ganzen Cups waren so, die Musik in F-Zero Games war immer schon legendär und die hat halt einfach in F-Zero X war die bahnbrechend und es war damals, heutzutage reden sie über, wir müssen schauen, irgendwie 60 FPS. F-Zero X auf dem N64 lief auf 60 FPS. Das Hammer, das Ding. Es ist einfach so ein unglaublich geiles Spiel. Sogar da gab es so dieses den Demolition-Modus. Das war im Endeffekt, war das einfach nur ein Kreis, auf dem du halt da gefahren bist und ne, immer wieder zum selben Ding gekommen, wo es darum ging, so schnell wie möglich alle anderen Fahrer irgendwie auszuschalten. Es hat so viel Spaß gemacht. Also F-Zero X, großartiges Spiel. Ich habe ist gar nicht so lang her, das war noch zu Pandemiezeiten. Mit einem meiner besten Freunde bin ich draußen bei uns im Garten gesessen und wir haben dann so einen alten Fernseher dahingestellt, also nicht Röhre, war schon flach, aber nicht war Full HD, aber einen alten Samsung-Fernseher dahingestellt und einen N64 und F-Zero X und wir haben ja dann extra neue Controller gekauft dafür und dann sind wir da draußen im Garten gesessen und haben F-Zero X gespielt und haben Bier getrunken während der Pandemie und das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Also F-Zero richtig gut. Und ich glaube, Rainer hat es sicher verschissen. Weil gerade F-Zero GX ist hart schwer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rainer da auch nur das Geringste irgendwo gerissen hat in dem Game. Also ich habe auch die ganze Nacht zu Was du tun. unbedingt spielen musst, das spiele ich gerade sehr intensiv. Monster Hunter. Wow, wow, wow. Ist ein gutes Spiel. Very nice. Wow, ja, very nice. Er hat 2017 immer noch den Borat rausgeholt. Obwohl, der zweite Borat-Film kam ja während der Pandemie auch raus. Dementsprechend, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Borat-Film so geil wird. Vor allem auch, weil er auf, ich glaube, es war eine Amazon-Produktion. Und als der rausgekommen ist, habe ich mir gegeben, und ich fand ihn genauso gut wie den ersten.
den ersten Borat-Film damals im Kino gesehen, das war legendär. Ich habe Monster Hunter damals auf der GameCube, auf der Wii U gespielt, als es rauskam. Habe ich auch. Aber es hat mir nicht gefallen tatsächlich. Und ich war nie so ein Monster Hunter. Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil auf der Wii U gibt es nicht so viele Leute, die online sind und das alleine zu spielen macht halt keine Lust. So. Ich habe das nie online gespielt tatsächlich. Also ich habe es nie online versucht. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Fall, das Spiel. Auch so generell, das ganze System dahinter ist mir ein bisschen zu... Aber es ist ja neu und dann gibt es sexy Kämpfe und sexy neue Drachen. Es gibt eine Menge Drachen, das was mich auch ein bisschen, mich persönlich nervt. Es gibt einen T-Rex, es gibt so komische mehrere, aber es gibt von den 30 Monstern, die es da gibt, vielleicht sind davon 20 Drachen. Also ein bisschen komisch. Monster Hunter habe ich nie gespielt. Wenn große Monster Hunter Fans unter meinen Zuhörern sind, die sich die Scheiße jetzt hier 1 Stunde 20 Minuten gegeben haben und immer noch dabei sind, hallo, ihr seid die Besten. Ne, der Imp kann einpacken, ihr seid die Besten. Aber sag's mir mal, habe ich da was verpasst, Monster Hunter niemals gespielt zu haben? Ich habe, weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Ich habe Shadow of the Colossus gespielt und sehr gefeiert. Ein sehr schönes Spiel. Aber halt größtenteils eigentlich wegen der Atmosphäre. Und ich glaube, Monster Hunter ist eher so ein Grinding-Crafting-Game, oder? Das ist ja eigentlich, du killst dann diese Viecher, das ist dann wie Raids in einem MMO, oder? Und dann droppt da Zeug und aus dem craftest du dir dann wieder neue Waffen und dann kannst du wieder besser Viecher killen. Also es ist halt so ein MMO Diablo Dungeon Grinder Ding, oder? Hat dir gut gefallen. Deswegen ja, ich habe schon einen Trailer davon gesehen, beziehungsweise ich habe mal ein Gameplay gesehen, aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht mein Fall. Meinst du, weil die Waffen so langsam sind und alles? Nein, das hat damit, wie gesagt, nichts zu tun. Ich weiß nicht, was. Mir gefällt es allgemein nicht, auch der Aufbau vom Spiel. Die langsamen Waffen waren auch was, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin bei Bloodborne. Ne? Weil die langsamen Waffen haben natürlich viel mehr Schaden gemacht bei Bloodborne, aber waren die natürlich schwieriger zu timen. Ich war einer, der auf Dexterity gegangen ist und mit so schnell attackierenden Waffen, da gab es dieses eine Schwert, das du in 2 Schwerter aufteilen konntest und dann rein, zack, 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 wieder raus, wieder rein, wieder raus, zack, 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 die Viecher weggemacht. Mit den langsamen Waffen in Souls Games bin ich nie klargekommen. Die Grafik vom Spiel, das ist alles nicht so mein Fall. Na gut, wie gesagt, ich muss jetzt mal los. Wünsche dir noch viel Spaß. Hau rein, schönen Abend dir. Dir auch schönen Abend, das finde ich. Bevor du mich rausschmeißt, schmeiß mich raus, ich sag dann Tschüss, okay? Fick dich, zu alt für Junau. Fick dich. Nein, Junau-Moderatoren, ihr schmeißt mich nicht raus. Das ist ein großartiges Ende gewesen für die Nummer. Schau mal, was Reini noch dazu zu sagen hat. Nee, das macht nämlich ich. So, was war das jetzt noch? Irgendwas mit Drachenlungen? Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich bin nochmal geschnauft, aber das ist das Ende von dem ganzen Ding. Und ich muss sagen, ich brauche hier keine Abschiedsworte mehr finden. Ben hat die perfekten Abschiedsworte gefunden für die Nummer. Und ja, ich werde schauen, dass ich in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Content rausmeddle. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Das war jetzt offensichtlich das offizielle Ende des Kontakts zwischen Rainer und Bibelben. Keine Ahnung, ich fand Bibelben einfach sehr genial. Auf der einen Seite, weil er ihn so einfach hat irgendwie an der Nase rumführen können. Und ihn jetzt hier nochmal geschafft hat, eine halbe Stunde lang zu trollen, obwohl Reini schon wusste, dass er ein Troll ist. Und auf der anderen Seite finde ich den Typen auch einfach grundsympathisch. Ich finde den grundsympathisch. Ganz ehrlich, ich würde gerne mit dem mal ein Bier trinken gehen. Ich glaube, da hätte ich gar keinen Schmerz damit. In diesem Sinne bleibt aber nicht viel anderes zu sagen, außer, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und wenn ihr wisst, dass irgendjemand euch massiv verarscht, so dann hört auf, euch von den Leuten verarschen zu lassen.
Leute, macht es gut. Ich weiß nicht, wann das Video hier hochkommt. Entweder wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder eine ruhige Woche oder einen schönen Abend oder viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Haut rein. Med Love.